Partner vu Venio SRL präsentéieren Pol Äder 50 Leiit dem Kärtnews. Wann dës Bilder och schwärzer wäis sinn. Et sinn awere richt 4 Joer hier, dats de Pol se Späs Kärt och richtig ugefangen huet. Gute Morgen, heute der Kim Longino zu Gast, den wir aus dem Lamera Cup kennen. Kim, wie hast du dein Video hingegangen? Guten Morgen, Paul. Und, ja, von meinem Video angefangen so wie dein, an der Jugend angefangen mit dem Kartsport, dann löse rüber, also löse auch von kleinen auf mit großen Kursen rüber, und auch von den großen Kursen natürlich war ich mal der Weg auch zu Ende. Weil ich mit großen Kursen noch fuhren, die ich Richtung Automobilsport gehen, weil ich auch dann in dem Moment ein Auto habe. Und ja, da bin ich mit einem Kollegen, mit Loris, ein Auto gedeelt und an einem Funcup zu sparen. Und ja, du hast halt ganz weitergegangen. Die Stunden sind ich dann vom Funcup sind ich darüber, bin ich auf Lamera gekommen und bis dahin sind ich schlimm oder geblieben. Wie warst du überhaupt an den Kartsport rangerutscht? Das war so, als mein Papa früher, hatten sie zu 3 Karten gekauft und sind ewig dann auf Parking schon mal gefahren. Und ja, irgendwann aus der natürlich, war das natürlich rüber. Und war als kleiner Bub, hatte mich dann immer mitgeholt, sind im Schuss dann immer mit gefahren. Parking natürlich. Und da war Passion, habe ich immer so groß geht, also ich wollte dann noch Karten gefahren. Ja, mit 6 Jahren sind wir dann auf Monrich gekommen und dort Ticket an der Bühne als du schön empfangen und da sind wir bemol all Sonntagmorgen sind wir dann da gefahren und irgendwann kommt die Idee viel weiterzumachen, für auch an den professionellen, also an den kompetitiven Bereich zu gehen. Und mein Papa hat dann den Angelo gekannt und ja, da sind wir beide gefahren, für zu gucken, ob wir dann echt machen und dann haben wir die nächste Karte gekauft und ja, dann sind wir weitergegangen. Und entre-temps warst du auch Mekano? Ja, ich bin entre-temps bin ich allerdings auch als Mechanismus das heißt, für einen Pilot mal zu begleiten. Das heißt auch, da ist auch die mentale Stelle ganz stark. Und wenn man Sport so gut gefällt, natürlich auch von der anderen Seite nicht nur für zu fahren, mehr für dann zu schrauben, die ganze Passion mitzuerleben, bin ich dann halt auch immer gerne für die Leute an mechanische Luft zu gehen. Ich höre ja ganz gerne Kart. Mich macht Spaß. Aber wo hältst du dich dann am liebsten ob am Automobilsport oder am Kartsport? Am Anfang bei den zwei. Die zwei sind ganz flott, weil ich die Passion an Felsleben, Automobilsport, auch von Schnittfahren gehe ich gerne gucken oder selber schrauben. Das heißt, am Anfang sind ich gerne den zwei erwähnt. Kim, also meine Vorbereitung verraten ich normalerweise nicht. Aber du kannst das Ding aus hier vielleicht verraten. Paul, wenn es nicht passt, dann meine ich nicht halt. Ja, mal für eine Saison, ich meine, du kennst das ja, verrät das natürlich nicht. Geht die gerne laufen, schwimmen, Velo fahren, müssen sich ein bisschen fit halten, körperlich. Dann auch während der Saison natürlich dann das mentalisch durch den Moment abbringen kann, weil auch der mentalisch hängt mit dem physischen zusammen.
Gut, für physisch dabei sind natürlich, wie alle Piloten möchten, bis Simulatortraining. Mehr Wochen zu pure Rechenaufgaben, da den einfach am Kopf mit dabei ist, aber sich extrem konzentrieren. Letztes Jahr konnte man nicht so viel fahren, aber was fasziniert ist, dann aber noch weiter zu fahren. Ja, letztes Jahr sind wir leider nicht viel gefahren. Ja, weil das die Faszination in den Sport. Faszination ist einfach den Adrenalinstöß in den Krieg. Wenn den Sport natürlich auch sieht, die Vitesse, die Gehkraft, die dann spielt, nicht mehr läuft. Und was noch faszinant? Faszinant ist, dass ich viele Leute kennengelernt. Die Leute doch immer rumgesagt. Und dann, wenn die Leute dann immer rumgesagt, das ist wie eine kleine Familie dabei. Natürlich gesagt die Leute nicht so oft, die freuen sich immer rum, von den dann fliegen können und mit den Leuten können eine Tür Karte führen. So, Kim, kannst du überhaupt gratulieren für den 10. Platz an der Belgischer Meisterschaft? Ja, das ist ganz gerne, Paul. Ja, der 10. Platz, das war ein relativ cooles Championat. Das heißt, für überhaupt mal an den Top 10 zu kommen, war natürlich schwer. Der erste Kurs zugänglich, als das ganze Championat dann gegangen, wo man relativ gut Qualifikationsmarschen hatten, weil wir direkt an den Top 5 waren. Da meistens da war, weil das Niveau gerade relativ hoch ist. Und die guten belgischen Piloten natürlich alle Dinge führen, noch Dinge noch trainieren. Und ja, da sind wir weiter nach Ringenburg gefahren, als Zweitkurs, wo es relativ viel gegangen ist, weil viele Konditionen von Drischen noch die ganze Zeit changiert haben. Und natürlich an der Belgischen Renntour natürlich ein bisschen mehr oft. Die können noch ein bisschen besser am fahren, weil das ein bisschen Geschichte ein bisschen schwerer gewesen wird. Weil das auch nicht so gerne hat, auch da noch viel zu fahren, aber leider nicht in der Top 10. Da tun wir aber an der dritten Kurs, die auch leider zu Marienburg heute müssen stattfinden durch die Covid. Haben wir uns dann aber die Top 10 Platz immer kämpft, auch am Rennen natürlich. Und, ja. Hoffen, dass wir es gleich auf der Piste drum gesehen. Wenn Zeit den Kert nach am Schnee begraben ist, kann der Schlitt den zwei Brüder, den Tom und den Paul, auch Spaß bringen.